Der Mark Twain hat die Decke wieder aufgezogen und hat auf einmal angefangen zu lachen. Das war ein blöder Traum. Ein bisschen unheimlicher. Ich glaube, ich stand auf und rauche Pfeife. Er ist zum Bett aus, hat Pfeife genommen und sie wollen ihm Schmine anzünden. Aber was hat er gesehen? In der Resche vor dem Schmine war ein Fußabdruck. Ein grosser Fußabdruck. Sein eigener war daneben wie der von einem kleinen Kind. Ja, und nutz ist er wieder ins Bett, hat ins Dunkel hineingeschaut und sich fast nicht getraut zu schnaufen vor Angst. Über sich hat er einen Körper gehört aufschlagen. Und dann wieder so schleichende Schritte, steigen er auf und steigen er ab. Die Ketten haben gerasselt. Und dann hat man etwas gehört murmeln und das Rauschen von unsichtbaren Vögeln. Jetzt hat Mark Twain gemerkt, dass wieder jemand in seinem Zimmer ist. Um sein Bett herum hat etwas geschnauft und geseufzt und geflüstert. Und oben an der Decke hat es auf einmal glühende kleine Kugeln gegeben. 2 davon sind abgeplumpset auf sein Gesicht. Mit den Händen hat er die Kugeln wegtun. Seine Finger sind dabei ganz klebrig geworden wie von Blut. Und jetzt hat er über sich bleiche Gesichter gesehen und weisse Hände sind in der Luft herumgeschwommen. Ganz langsam will er aufstehen. Dabei langt er auf die Matratze. Eine klebrige Hand packt ihn. Ein Kleid hat geraschelt. Und wieder geht etwas zur Tür aus. Der Mark Twain ist aus dem Bett gekrochen und hat das Gas angezündet. Seine Hand hat zittert wie bei einem ganz alten Mann. In dem Augenblick hat er wieder den Elefantentritt gehört. Er ist näher gekommen. Näher und näher und näher. Das Gaslicht ist schwächer geworden und geisterhaft bläulich. Er hat einen schwachen Lufthauch gespürt. Und dann ist auf einmal ein ungeheures, wolkiges Wesen vor ihm gestanden. Ein Arm ist vorgekommen. Dann hat man riesige Beine gesehen, einen Bauch und endlich ein grosses, trauriges Gesicht. Vor Mark Twain ist ein nacktiger, wolkiger Ries gestanden. Der Ries von Cardiff. Jetzt hat er auf einmal keine Angst mehr gehabt. Es hat ja jedes Kind gewusst, dass der Ries von Cardiff kein gefährliches Gespenst ist. Mehr ein armes,